Guten Mittag, die Damen und Herren. Pandemie vom Coronavirus COVID-19 als eine gesundheitliche und eine wirtschaftliche Herausforderung für als ganz Gesellschaft. Es gilt, die Verbreitung vom COVID-19 anzudämmen, an die Betriebe an dieser Krisenzeit zur Seite zu stehen. Wir sind uns bewusst, dass diese Pandemie einen ganz großen Impact auf die Wirtschaft hat. Dafür unterstützen wir als Betrieber gerade in dieser schwierigen Zeit passen als Hilfsmesuren immer auf Neues an. Heute kaufen am Regierungsrat am Kader vom Fonds de Relance et de Solidarité für die Entreprisen zwei Projets de loi angeholt, die als Arsenal und Hilfsinstrumente nach weiter sollen komplettieren. Der But ist, den Fonds de Relance et de Solidarité für Entreprisen zu verlängern und auszubauen für Betriebe, die von der COVID-19-Pandemie ganz stark betroffen sind. Ich will hier noch einmal daran erinnern, dass wenn wir vom Mittelstand schwätzen wir von rund 36.000 Betrieben mit rund 210.000 Arbeitsplätzen hier am Land. PME sind Rückgrat von unserer nationalen Ökonomie, also sind der Garant für vielen Lehr- und Arbeitsplätzen. Dafür ist es elementar, als Betrieber an dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir werden hier am Kader vom Fonds de Relance et de Solidarité für die Entreprisen die Relance verlängern an eng neue für nicht gedeckte Kosten aufhören. Also ein zweites am großen Kader vom Fonds de Relance et de Solidarité. Die Relance richtig genauso wie für den Fonds de Relance et de Solidarité und Entreprisen aus dem Tourismus, Horeca, Kultur- und Eventsektor. Allerdings wird es ausgebaut, weil zukünftig auch Betriebe aus dem Commerce, Betriebe von assimilierten Aktivitäten wie des Soins à la Personne, und Betriebe aus dem Bereich von der Formation professionell von dieser Hilfe können profitieren. Die eligiblen Entreprisen mussten ein Pert von Minimum 25% vom Chiffre d'affaires haben. Sie kriegen von Dezember 2020 bis März 2021 eine nicht remboursable Direkthilfe an Höhe von 1.250 € pro Salarié, den schafft, und von 250 € pro Salarié, demnach muss am Chômage partiell bleiben. Und ich verdeutliche Ihr Datei anhand von einem Fallbeispiel, das hier angeblendet wird. Wir sehen hier eine Entreprise, und zwar ein Restaurant, den Chiffre d'affaires am Monat 2020 hat, am Monat, wo eligibel ist, von 200.000 €. Der Chiffre d'affaires vom nämlichen Monat 2019 300.000 €, also hat ein Pert vom Chiffre d'affaires von 33,3%. Dieser Betrieb hat 30 Salarien, davon 25, die noch am Moment an der Aktivität sind, und 5 Salarien, die am Chômage partiell sind. Das ist also eine kleine Entreprise, die ist eligibel. Wenn eine Aide kann sie kriegen für die Berechnung von der Aide, wollen wir also die 25 Salarien, die schaffen, 25 mal 1.250 €, das sind 31.250 €, an die 5 Salarien, die am Chômage partiell sind, also 5 mal 250 €, das wäre ein Total von 1.250 €. Die zwei zusammen können also der Betrieb eine Aide kriegen von 32.500 €. Der But von dieser Aide de Relance ist klar. Betriebe zu encouragieren, die Leute aus dem Chômage partiell rauszuholen, an Arbeit zu holen, an ihnen den Weg für eine Relance zu erleichtern und zu helfen, eben auch an den Tritt können zu kommen. Die zweite Hilfsmesure ist die, für einen Teil der Kosten der Betriebe zu überholen, die immens stark von der Krise betroffen sind. Das neue nicht remboursable Direkthilfe richtet sich auf Betriebe aus dem Tourismus, Horeca, Kultur und Eventsektor, nämlich für auch Centre de Formation. Die eligiblen Entreprisen müssen einen Abbruch vom Chiffre d'affaires von mindestens 40% holen. Da gehen
75% vom Total von den monatlichen Freien sind eligibel, wobei aber die Recetten vom jeweiligen Monat an Subventionen, die die Entreprise schon gekriegt hat, für den Monat zum Beispiel der Chômage partiell, aufgerechnet. Mikro- und Kleinentreprisen kriegen 90% vom eligiblen Montant, Mittel- und Großentreprisen kriegen 70% vom eligiblen Montant kompensiert. Der Montant von dieser Direkthilfe kann nicht zum von 20.000 € pro Mikrobetrieb, 100.000 € den Monat für einen kleinen Betrieb und 200.000 € für einen mittel- und großen Betrieb depassieren. Das bezieht sich auf den Zeitraum von November 2020 bis März 2021. Und ich verdeutliche noch das mit einem Fallbeispiel, das hier angeblendet wird. Ich will aber nach am Vierfeld sagen, dass die Relance und die Coût non couvert nicht kumulabel sind bei Nein. Das habe ich am Rechenbeispiel gesehen. Es gehen alle Subventionen aufgezogen. Kann ich nicht die zwei aufrufen. Den Coût haben wir heute Beispiel von einer Agence événementielle, die ein Chiffre d'affaires am Monat 2020 hat von 70.000 € am Vergleich zum nämlichen Monat 2019, wo sie ein Chiffre d'affaires von 350.000 € hat. Sie hat also ein Perd von 80% vom Chiffre d'affaires. Die Entreprise hat 55 Salarien, also eine Moyenne Entreprise. Wenn wir die Rechnung holen, den Total von der Freie vom Monat 2020, 380.000 €, ging wir 75% holen, das sind also 285.000 € minus die Recetten, also die Chiffre d'affaires von der Entreprise, die es dem Monat hat, in diesem Fall 70.000 €, an der Chômage partiell, den die Entreprise gekriegt hat, 45.000 €, hätten wir also ein Montant eligible von 170.000 €. Von den 170.000 € gehört 70% Aid, weil wir ja bei einer mittleren Entreprise sind. Also könnte das Entreprise 119.000 € Aid kriegen. Ich will hier unterstreichen, dass wir über die Generaldirektion vom Mittelstand bis über 127 Millionen non-remboursable Aiden ausbezahlt haben. Das ist wichtig, dass wir auch weiterhin als Betrieber können zur Seite stehen und neben all den anderen Aiden, die es schon gibt, wie den Chômage partiell, d'avance remboursable, schaffen wir also Heimat nach ein weiter Aid, wo wir können Betrieber, gerade die am stärksten betroffen sind, und nach dem zu greifen. Ich will auch daran erinnern, das House of Entrepreneurship hat sich bereit erklärt, den Entreprisen, die von diesen Aiden betroffen sind, zu helfen, zur Seite zu stehen, wenn es darum geht, die Formuläre auszufüllen, an sich zu informieren. Auch sie werden kommunizieren darüber, wo man sich melden kann und auch wirklich Hand mit aufpacken, für die auszubezahlen. Wir wissen, wir haben an der Vergangenheit dabei alle guten Eisenäden darauf aufgepasst, dass sie so einfach wie möglich sind, dass sie die Informationen, die muss Ragi noch einfach finden und die Monate kann ausfüllen. Wir wissen natürlich bei einer EQ, dass das ein Gritz mir schwierig ist, ein europäischer Kader in der Streich, aber nachher gerade wichtig geht, eben die Einzelsachen ranzugehen. Dafür von dieser Platz eine große Merci und House of Entrepreneurship. Und ich ging direkt an Madame Tanson, wird weitergehen. Ja, schöne gute Mitten auch von meiner Seite. Denn ihr wisst, dass der Kultursektor mit dem Sektor ist, den extrem betroffen war und noch immer betroffen ist. Und aus direkt den 18. März sind ein ganz Ritsch von Restriktionen geholt, die gemacht haben, dass
am Kultursektor huet missen ganz viel zougemerk gin. An den 21. Mai kon zwar loserem opgemerk gin, allerdings mat fixéierte Sitzplatzen a mat 2 Meter Distanz. Allo kommet en Oktober zu neue Restriktionen, die machen, dass just nach 100 Leute können beim Spektakel mat vorbeisinn, an déi dann eben die 2 Konditionen 2 Meter plus Distanz muss respektieren an noch keine Restauration mi méiglech ass. Dobei könnt dass ganz viel Annulationen international stattfinden, hun der Tisch Tourneen aufgesot goufen, wat aber auch mat sprengt, dass viel Co-Produktionen net konnte stattfannen, auch Lützeburger Artisten net konnten an d'Ausland goen an ein ganz groß Unsicherheit durch Stressausschränkungen, die existiert, wat mat sprengt, dass bei denen Co-Produktionen oder bei Produktionen zu Lützeburg, wo ausländische Artisten mat vorbeisinn, auch immer eng Unsicherheit drüber, als ob die Artisten lo könne kommen, an auch dat zu ganz vielen Annulationen gefordert huet. Wat tut dat als Konsequenz gehabt? Zwischen März und September goufen plus ou moins 1000 Evenementer annuléiert an auch 100 Ausstellungen. Wir rechnen, dass quasi 1 Million Spektateuren davon betroffen waren. Und zwischen September bis Dezember schätzen wir auch eine Annulationssumme von die 800 Evenementer, 20 Expositionen an eine große Kunstfoire, Art Week, die just digital stattfindet. Bei verschiedenen Institutionen hat das Programm bis zu 90% annulliert gehen, was natürlich große Frustrationen bei den Organisateuren, bei den Kunstschaffenden Matze springt an ganz konsiderabel Perten auch für die kulturellen Institutionen bedeutet. Und trotzdem hat den am Kultursektor eine ganz große Resilienz gesehen. Die Leute haben sich zusammen gedoen, die Großbühnen bieten denen kleine Bühnen es passen um für zu schaffen. Die neue Formate entwickelt auch am digitalen Bereich. Und wir konnten über das Programm Neustart Lützeburg, die 5 Millionen, die en jeu sind, konnten wir für allem der Kreation Unterstützung anbieten. Und wir konnten auch das Berlin an die Institutionen unterstützen. Wir hatten aber Schwerpunkt, an den wird behoben durch das Gesetz, was den Lex Dallas haut an den Regierungsrat gebracht hat, dass man finanziell Perte bei kommerziellen Entitäten nicht konnten kompensieren. Und das war ein Schwerpunkt, das könnt ihr durch den europäischen Kontext, sodass man natürlich konnten die Institutionen, die Etablissements publiken unterstützen, mehr eben zum Beispiel Konzertbetreiber, Kinos, Exploitoren nicht über den dortigen Weg konnten unterstützen. Und dafür ist das ein ganz wichtiges Element, das wir heute konnten unholen am Regierungsrat, weil es sowohl denen große Betriebe eine Unterstützung bietet, wie aber auch eine ganze Reihe von Independenten, die nicht, ich komme nach darüber nicht bei uns am Statut sind, auch eine Hilfe anbieten. Das heißt, all die freischaffend, die rund um den Filmsektor oder den Musiksektor tätig sind, die aber nicht am Statut vom Artist oder vom Intermittent sind. Wir hatten schon Mesure geholt. Für die Intermittenten, das sind die Artisten, also Independenten aus dem Kunstsektor, Kultursektor, die bei uns am Kulturministerium unterstützt, die ein Gerüst von Konditionen erfüllen, die damit zusammenhängen, wie viel sie schon geschafft haben, wie lange sie dabei sind, die dann bei uns unterstützt werden für den Arbeitsausfall. Das heißt, für den Moment, wo sie nicht können schaffen. Und wir haben das en place gehabt, wo man die Äden augmentéiert tun, dat heißt, dass ihr könnt mir heich Äde kreen an noch min einfachen Zugang an den Statut bis Ende vom Monat August. A wie die Situation, die man lo kennen, an die neue Restriktionen, die man hatten, an die große Unsicherheit, die auch durch den internationalen Kontext existiert, wo man die Äden lo haut auch dezidiert zu reaktivieren. Dat heißt, die göllen dann vom 1. November bis Ende Dezember, wo dann können die Artisten bis zum ganzen Mindestlohn ausbezahlt kriegen, konträrement zu der Haltschend am Normalfall. An auch den Statut von den Intermittenten erlaubt, dass sie zusätzlich zu den 121 täglichen Indemnitäten, die sie können kriegen, 20 tägliche Indemnitäten pro Krisenmonat dabei können kriegen. In so einem Tag mit 186 €. Aus. Wir estimieren, dass das nach 250.000 € ausmischt und zusätzliche Sozialhilfe pro Monat von 480.000 € zusätzliche Hilfen am Ganzen. Aber weiterhin bleiben wir natürlich ganz eng im Kontakt mit dem Kultursektor. Wir evaluieren die Situation alltäglich. Und wir haben noch am 2-Wochen-Rhythmus dezidiert, ein Webinar mit dem Sektor zu organisieren, für zu wissen,
wo sie stehen an wat man nach können helfen, weil es elementar ist, dass man den Kultursektor nicht verlieren an der heute Krise, dass man weiter können op die Leute zielen an weiter können als alle Guten an den Genuss von der Kultur kommen, wenn wir am heroischen Zeit sind. Merci an das Franz Feier. Auch von meiner Seite ganz schöne Mitten. Ich gebe gerne aufhängen, hier an die verschiedenen Mesuren angehen, vielleicht ein bisschen ein Aperçu zu gehen über die wirtschaftlich Großwetterlage von den Sokasoen. Die Europäische Kommission hat ganz rezent hier neue Prävisionen rausgegeben für Lützeburg. Und die sind natürlich nicht gut. Die Kommission geht von einer Rezession für 2020 von minus 4,5% vom PIB aus. Für 2021 gesetzt dann ein Rebond von 2,3% Wachstum und 2022 gesetzt als 2,75% Wachstum voraus. Das also dann rich 2022 rich de relativen Retour à la normal. An so eng Kontext ist natürlich auch normal, dass den Emploi man schnell wiest. Du gesagt Kommission für 2020 just mir ein Wachstum von 2% vom Emploi an noch für 2021 eng ähnliche Evolution. Das an so engem Kontext dann natürlich extrem wichtig, dass man weiterhin den Betrieber der Wirtschaft ënner dem greifen, de Lexelles als lechte Agang op die Neihëllefen, die man hunn fir an segem Bereich vom Mittelstand. Ich gebe gern für dich agoen op een ganz wichtigen Deel von dem ganzen Dispositiv, an der das de Chômage partiell. Chômage partiell als weiterhin wirklich Herzstück von dem ganzen Dispositiv von finanziellen Hülfen für die Ökonomie. Als Rappel sie gesucht, dass für die Periode zwischen März und Juni 2020 375.000 Salarien über das Chômage partiell ausbezahlt goufen. Das repräsentiert eine Gesamtenveloppe von 448 Millionen Euro, die über den Fonds pour l'Emploi finanziert gouf. Das ist natürlich ein enormen Montant, mit dass Decisionen, die gut investiert sind, weil sie justement so leben, das Salari weiterhin eng Pai auszubezahlen an der schwierigen Zeit, an erwurte Betriebe do leben, hier Belegschaft, hier das wichtigste Kapital zu halen, was extrem wichtig ist von den Wes, dass man nach Anfang des Jahres echt an einer Penurie waren von Main-d'œuvre, an das Betriebe alle guten unisono auch so, dass sie wirklich wollen evitieren, Leute zu lizenzieren an dieser Zeit. Das war also nach dem Dispositiv vom Chômage pour force majeure, pour cas de force majeure, den wirklich auch ganz flexibel und einfach ausbezahlt gouf, basierend auf Avancen, totale Paradigmenwechsel, den wir hatten am Chômage partiell, den bis Juni en place war. Die wisst, dass man den 10. Juli ein neues System haben, das ist ein System, das mehr sektorspezifisch aufgebaut ist, wo man am Konjunkturkomitee und sich Betriebe ein bisschen mehr granulär gucken, wie nach zulässig ist am Chômage partiell. Die eng extrem wichtig Annonce haut von meiner Seite, und wir kommen nächste Woche nach darüber zurück, dass man den Chômage partiell unter den Bedingungen wie in grosso modo unter den Bedingungen wie für den Moment lebt, auch werde weiterführen vom 1. Januar nächstes Jahr bis den 3. Juni 2021, weil wir wissen, dass wir noch lange nicht über die Birch sind, und wir wissen, dass das eine Mesure ist, die den Betrieben, aber auch ihrer Belegschaft die nötige Sicherheit gibt, für über die extrem schwierig Pass von der Pandemie wegzukommen.
Wie gesagt, den Chômage partiell wird in ähnlichen Modalitäten wie lo aktuell weitergeführt gehen. Das heißt, da gibt es, für das zu resümieren, 3 große Sektoren. Den ersten, das ist die von der Industrie. Du wisst, dass das ein Sektor ist, den immer vom Chômage partiell und sich benefiziert wird. Den zweiten, das ist die sogenannte Sektor vulnerable, das ist den Horeska, das ist den evenementiell, den Tourismus an eng Party einer. Und dann gibt es eine dritte Kategorie von anderen impactierte Sektoren, wo das Konjunkturkomitee au cas par cas guckt, ob sie impactiert sind und ob sie können an den Genuss vom Chômage partiell kommen. Wie gesagt, wir werden nach an den Dan Kersch werden nächste Woche einke darüber zurückkommen, weil wir nächste Woche Konjunkturkomitee, wo man mit den Sozialpartnern muss Modalitäten von dem Chômage partiell weiter nach definieren. Ich will just sagen, und das freut mich, dass das Beispiel ist, wo der Sozialdialog ganz gut funktioniert wird von Anfang an, während seit dem Anfang von der Krise und noch weiterhin, und da bin ich ganz zuversichtlich, dass man da um Akkord kommt, noch weiterhin gut funktioniert. Ein zweiten Regime, den wir auch weiterführen bis den 30. Juni 2021, das sind die Präen mit der Garantie etatique. Ihr wisst, dass wir das angefangen haben an dem ersten Stabilisierungspakt. Das sind Staatsgarantien für Präen von bis zu 6 Jahren. Das ist eine Hilfe, die bislang 316 Mal sollicitiert wurde von Betrieben für einen globalen Montant von 152,4 Millionen Euro. Du hast du gesagt, dass das eine Mesure ist, die nicht gut funktioniert, die nicht viel sollicitiert wird. Aber ich bin persönlich überzeugt, dass es etwas ist, was in einer zweiten Phase benutzt wird von den Betrieben, weil Betriebe für den Moment noch an einer Attente sind, weil sie versuchen zu verstehen, was effektiv hier reell Finanzierungsbesoin sind. Und das ist noch fertig an einer zweiten Phase, wo der Teil Instrument wird wirklich greifen. Und dafür ist es umso mehr wichtig, dass wir nach 6 Monaten prolongieren, für die Betriebe eben die Möglichkeit zu geben, darüber zurückzugreifen. Das ist auch ein Instrument, und das ist eine interessante Observation, was oft gebraucht wird, zusammen mit einem anderen Instrument, dem von den Avance remboursables von bis zu 800.000 Euro. Das ist ein extrem flexiblen, attraktiven Finanzment für Betriebe, den einem Betrieb ermöglicht, direkt beim Staat eine Avance zu kriegen, die zu ganz favorablen Konditionen gemacht wird, mit einem ganz niedrigen Zinssatz, den auch ganz flexibel am Remboursement ist. Das wird frühestens Richtung engem Jahr remboursabel und dann nur engem Tableau d'amortissement, Tableau de Remboursement, den dann beim Ministère ausgeschafft wird en Funktion eben vom Zustand von der Entreprise zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir sehen, dass das ein Instrument ist, das komplementär ist zu dem Prä mit der Staatsgarantie. Und ich gehe wirklich auch Betriebe weiterhin encouragieren, darüber zurückzugreifen. Da haben wir eine Envelope, die auch von der Europäischen Kommission autorisiert wurde, von 300 Millionen Euro. Das ist noch nicht ausgeschöpft. Das ist eine Hilfe, die bislang rund 1.500 Mal gebraucht wurde für einen globalen Montant von 117 Millionen Euro. Du hast also nach Sput. Und wie gesagt, das ist wirklich ein ganz interessantes Instrument, das viele Betriebe ermöglicht, hier Finanzierungsbesoin à court terme aufzudecken. Dann wollte ich nach Provozen über andere Regimedäten, die wir auch weiterführen. Dazu gehört erstens ein Instrument, das wir angefangen haben, für Betriebe zu encouragieren, erstens Recherche zu machen, aber auch ihre Produktion umzustellen, für Covid-spezifisch Produkte zu machen. Und da gibt es eine ganze Reihe wirklich flott Beispiele von Betrieben, die hier Produktion kurzfristig umgestaltet haben, für wirklich Produkte herzustellen, wo Besoin war zu Lützeburg am Kontext von der Pandemie. Da kann eben ein prominentes Beispiel, das sind Ventiler,
die gemacht sind zu Lützeburg 4 Respiratoren, sowohl stationär, mehr auch mobil, Respiratoren für Ambulanzen oder daheim. Ein ganz flotter Betrieb, den die Produktion gemacht hat mit Hilfe von dem doten Instrument. Mit sie noch visiere produziert gehen Masken, sogar spezifische Masken mit Plasma, aber auch Testkitten made in Luxemburg, die Belval produziert gehen, für eben können ganz schnell Tester für COVID zu machen. Wie gesagt, das sind 16 große Dossien, die darüber finanziert wurden für eine Envelope von 5,7 Millionen Euro. Das gesagt noch nicht immens viel aus, aber das sind wirklich zum Teil Produktionen, die eine richtige Differenz machen am Kampf gegen Covid-19. Die Envelope von dem dritten Instrument ist von 30 Millionen auf 36 Millionen Euro gesagt gehen. Ein weiteres Instrument, ganz wichtig zu sagen, dass das Instrument bis den 3. Juni 2021 prolongiert wird. Ein weiteres Instrument, das wir auch prolongieren bis den 3. Juni 2021, das sind Hilfen für Investimente zu stimulieren. Und da sind wir wirklich schon an einer Approche von Relance, weil das sind Investimente im Bereich von der Digitalisation, Investimente für neue Prozesse an Betriebe anzuführen, aber auch Investimente für mehr umweltfreundlich zu produzieren. Die gehen encouragiert mit mehr hohen Hilfsintranchen, mehr hohen Subventionen, wie das bislang der Fall war. Auch das ist möglich gemacht im Kontext von dem europäischen Kader für Staatshilfen. Und was doch wichtig ist, dass eine Tranche dabei kommt von 25%, wenn das Projekt dann auch noch einen Kreislaufwirtschaftsaspekt hat. Ein weiteren Programm, das wir auch prolongieren, das ist den Fit for Resilience. Das ist ein Programm, das das Wirtschaftsministerium zusammen mit Luxinnovation auf Beine gestaltet. Hier geht es darum, die Betriebe eine Analyse zu machen von ihren Schwächen und ihren Stärken, für zu gucken, wie sie sich besser aufstellen in Zukunft, auch die Lektionen ziehen aus der Krise von der Pandemie, was das für sie gemacht hat, was die Schocke waren, diese Dokruten, wie sie sich besser auf Zukunft erstellen, aufgrund von dem Conseil, den sie dann kriegen, von den Konsultanten, die mit Hilfe von Luxinnovation können zur Verfügung gestellt gehen und noch finanziert gehen. Das ist ein Programm, wo schon ein paar Betriebe durchgelaufen sind, mit ganz vielversprechenden Resultaten. Und dafür wird das weitergeführt bis den 31. Dezember 2020. Aufschließend gebe ich gerne so eine optimistischer Not abhalten, was mir wirklich Courage möchte, dass da sind gesagt, dass en fait auch an den normalen Investimentsinstrumenten, das ist die normalen Äden, weiterhin ganz stark sollicitiert gehen. Wir sehen am Ministerium, dass ganz viele Industriebetriebe bei uns Dossien ragin haben, für Forschungs- und Innovationsprojekte unterstützt zu kriegen. Wir haben bis heute für das Jahr schon rund 25 Millionen Euro Unterstützung gehen an Recherche und Innovation bei großen Betrieben. Wir wissen alle Guten, dass den Trend an Europa, aber auch über Europa heraus, den Building Back Better and Greener, wenn man das gerne wirklich encouragieren, dann ist es wichtig, dass Betriebe weiterhin investieren. Und dafür bin ich froh, dass das wirklich auch schenkt, der Fall zu sein. Wir sind mit Hilfe von denen Finanzmenten, Forschungsprojekten an einer Gesamtenveloppe von bald 66 Millionen Euro ermöglicht gehen, an ein ähnliches Bild gesagt wie bei der SNCI, wo auch das Jahr Investitionsprojekte mit rund 70 Millionen Euro unterstützt wurden, für Investitionen von 150 Millionen Euro möglich zu machen. Ein allerletztes Wort für auch noch über den Projekt zu schwätzen, den wir heute am Regierungsrat hatten, da das ein Gesetzesprojekt, den es möglich macht für Betriebe, die das Jahr, wenn es dem Covid-19 als Schwierigkeiten gerade sind, die Entreprisen en Difficulté, die sie wenn es dem Covid, für denen trotzdem noch zu ermöglichen, auch als
normal den Regimen zurückzugreifen, dat wär sos net méigich gewircht, dat ass eng Adaptationun vum europäesche Kader, de man bei vu missen ëmsetzen, fir justement dee Betriebe zur Meschen, die zwischen dem 1. Januar 2020 an dem 3. Juni 2021 wennst COVID a Schwierigkeiten kommen sinn, fir denen eben och den Zugriff op als Normalregime weiterhin möglich zu machen. Voilà, dat vu ménger seit Merci an Schmengen immer auch op für Froen, wann dann do sind.